Das Abenteuer geht weiter, hier bei Tales Symphonia Chronicles. So, yes, meine Leute, so, letzte Part ist für mich bereits wieder mal eine Weile her, sprich letzte Aufnahme, schon etwa 2 Wochen. Ich überlege gerade, auf Level her sieht es sehr gut aus, mit dem letzten Part Forkistus, die alte Potsdam-Plaque gemacht, genau. Und jetzt gucken wir mal, was jetzt das alles gebracht hat. Das ist natürlich, wo geht es genau hin für uns? Wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen, man muss irgendwie einen Eingang zurück, oder? Komplett irre. Hallo? Ja, aufwärts bitte. Zum Eingang. Wo war jetzt der schon wieder? Servus, Leute. Wow. Natürlich nichts. Wo sollen wir einfach nur die Menschenfarbe verlassen? Okay, gar nicht mehr da. Ja, das war der Controller. Wir machen noch Item. Tatsache. Schönhand, die ganze Zeit übersehen, auch nicht schlecht. Okay, so eine Speicherzone. Dann doch mal gucken, wo wir jetzt... Ah, okay, gut. Alle Menschen befreit. Bushika. 無事のようだな。それならいい。ああ。あとはシーナに連絡を。そうはさせん。Oh, nicht der schon wieder. 敵。私もご聖人と呼ばれた男。ただでは死なん。劣悪種どもも道連れにしてやる。リザイア一の英雄と謳われたお前がそのような末路をたどるのか。ホシですよ。そうか、分かったぞ。人間風情でありながら魔力の匂いを漂わす者、お前がクラトス。それがどうした。ユグドラシル様のご信頼を受けながらやはり我らを裏切るのだな。だから人間など信用できぬのだ。こいつ許され。ユグドラシル様、我らハーフエルフの千年王国を必ずや。 Voll in die Weichteile. Muss das ein Schmerz sein im Hintergrund, ey. コレット、大丈夫か。これは。見ないで、見ないで。ロイド、早く連絡を。でもコレットが。リコはまだ死なぬ。しかしこのままでは大地は死ぬのだ。急げ。ああ、分かった。合図だ。青ざめし永久氷結の使徒よ。高き神が振るう自伝の土よ。気高き母なる大地のしもべよ。大いなる暗黒の淵よりいでし者よ。契約者の名において命ず、我が前に連なり陰の力と化せ。よし、頼むよみんな。
Das klang ja ziemlich schmerzhaft.「マーテルだろう。暴走した大いなる実りはマーテルそのものだ。そうなのかな。大いなる実りは聖地カラーンの地中に再び収束した。とりあえずは礼を言おう。ありがとう。大いなる実りもこの大地も失わずに済んだようだ。大いなる実りが無事ということは、種子と融合しているマーテルも無事なのだな。お前にとっては喜ぶべきことだろう。私にとっては残念なことだがな。コレット、なんとか収まったみたいだぜ。こんなの気持ち悪いよね。こんなの変だよね。こんなの気持ち悪くなんてないよ。来ないで、見ないで。コレット、大丈夫。気を失っているだけよ。村へ連れて行きましょう。イセリアへ？僕もロイドも追放されてるんだよ。コレットの家はイセリアにあるのよ。牧場に収容されていた人たちをここに置いていくわけにはいかないわ。そうだな。イセリアへ行こではシーナはイセリアに戻らせる。ではな。Ja. そうじゃったか。クルシスの天使様がハーフエルフじゃとは。う。このことはみんなに言わないでくれ、ばあさん。きっと混乱して大変なことになっちまう。そうじゃな。救いの塔も消えてしもうたし、今そんな話はできまいよ。救いの塔が消えた？あの大地震の後、とにかく東の空を見たところ、巨大な化け物と共に塔もどういうことなんだ？わからぬ。もともと巫女は再生の儀式を完全には済ませていない。塔の出現を司るクルシスのコアシステムに狂いが生じたのだろう。実害はない。いいえ、シルバラントの民にとっては大きな打撃よ。大地震で大地が切り裂かれた上、救いの象徴が消えたとなれば巫女の責任が追及されるわ。なんでよ。今までの巫女だって失敗してるんだろ。今までの巫女は失敗と引き換えに命を落としておる。しかしコレットは生きてここにおるのじゃからな。人は傷つき疲れた時、誰かに責任を押し付けずにはいられんのだな。コレットさんがかわいそうです。村の様子を見てくる。僕も。じゃあみんなで行こうや。話を聞いてるとロイドたちだけで歩くのはヤバそうだよ。私はここに残る。行って。Ja, das klingt doch mal nach einer guten Idee. Okay, also Mannerbaum ist irgendwie wieder verschwunden, also der beruhigt, genauso wie Martell. Und jetzt sehe ich es irgendwie, Colette geht es irgendwie gar nicht gut. Für alle komplett, was? Naja, du hast recht. Wieso für alle komplett? Hä? Verstehe ich nicht. Also wir kommen gar nicht mehr zurück nach T4, weil wir bereits alles gemacht haben dort. Ups. Das wäre ein bisschen fehl. Aber wir sind zurück. Hier in Iselia ist doch alles schön verrückt. Das ist ein Skandal! Verbannte Kinder und Erlaubnis zurück! Die Außenwelt hat kläglich versagt, das ist das Ende der Welt! Na, der hat sich ja nun gar nicht verändert. Und so kommt, dass Leute, die wir für Elfen gehalten haben, in Wahrheit Halbelfen sind. Ich wollte ja die Defiants hergeführt, um das Dorf zu überfallen. Bitte? Bürgermeister, er ist doch nur ein Kind. Ist doch völlig egal, er ist ein Halbelf. Jetzt reißt er aber, jetzt hören Sie mir mal zu, ja?
Na gut, Professor Wayne und Shin sind Halbelfen. Na und? Es gibt genauso gute Halbelfen, wie es schlechte Menschen gibt. Punkt, aus, basta. Was weißt du, Knirp schon? Du wurdest von einem Zwerg aufgezogen. Verwundert, dass du die Reise der Auswählen zum Schatten gebracht hast. Alter, ist das eine alte Potsau, hey. Ja, ich weiß, der Bürgermeister, anfangs hatte ich noch nur irgendwie die Sicherheit seiner Bewohner irgendwie im Hinterkopf und so, aber Alter, ist das ein mieser Rassist, ganz ehrlich, ey. Sowas im echten Leben. Kommt der Schnauzer, ganz ehrlich, das sieht mir echt aus wie, naja, wisst schon wer. Und hast du auch noch einen Haufen dreckiger Häftlinge hergeschleppt. Es ist unglaublich, wie leid du den guten Menschen des Dorfs zugefügt hast. Was? Das reicht. Passen überhaupt irgendwas? Und funktioniert außer ihrem Mundwerk auch noch was anderes an ihnen? Wir können mal seine Frau fragen. Chocolate? Jawohl, gib's ihm. Ich kann den Knilch keine Sekunde länger ertragen, Süße. Sie kritisieren Leute für ihre Geburt in ihrer Familie. Dinge, die sie nicht ändern können. Sie sind es doch, der nicht menschlich ist. Was? Wie ein Abkommen mit den Tessians? Die Pflicht ist, auf zu beschützen, oder? Schnauze. Sag doch auch mal was. Bin ganz alleine hier. Genius ist die cleverste Person im ganzen Dorf. Er kann sogar Polynomen und Faktoren zerlegen. Das kriegen sie nicht hin. Professor Wayne kann einem Angst machen, wenn sie wütend ist. Aber nicht die andere weiß, freut sie sich auch. Okay, die geht noch in die Schule, der Knirps nicht mehr. Leute ist hoffnungslos in der Schule, aber er ist der Stärkste im Dorf. Er hat mich geredet, als vom Monster überfallen wurde. Colette fällt ständig hin und so, aber sie weint nie. Sie weint nicht mal, wenn es weh tut. Colette ist total erwachsen. Hört mal. Und wer ist sie? Wayne. Ruhe, ihr Kinder, verzieht euch! Diese Kinder verstehen die Wahrheit viel besser als sie. Für wen halten sie sich eigentlich? Nicht nur sie. Alle haben die Verantwortung für die auswählenden Leute und die anderen abgewälzt. Was habt ihr denn getan? Ihr habt keinen Finger gerührt. Ihr seid echt scheiße, Mann. Wir sind doch machtlos. Vielleicht. Aber selbst wie machtlos können wir die Auswählten und ihre Gefährten unterstützen, wenn sie erschöpft ins Dorf zurückkehren. Bürgermeister, ihre Worte sind so seicht, dass selbst ein Kind sie durchschaut. Sie behaupten machtlos zu sein und wälzen alles auf die Auserwählte ab. Aber wenn es darauf ankommt, drehen sie sich rum und geben ihr die Schuld. Das geht zu weit, Mann! Fokistus ist tot. Die Beschränkungen für das Dorf sind aufgehoben. Wir nehmen die Auserwählte, Gefährten und die Leute von der Farm auf. Und Sie, Bürgermeister, halten sich da gefälligst raus, Mann, sonst gibt's eine Schelle. Genau, Mann. Leute, seid ihr sicher? Ich bin doch ein Halbelf. Und du bist in diesem Dorf aufgewachsen. Und Leute ist auch so gut wie ein Angehöriger des Dorfs. Vielen Dank, euch allen. Warte, was ihr wollt. Scheiße, Mann, ich bin totaler Arsch. Ich muss mich auch entschuldigen. Wieso? Du hast mich gerettet und trotzdem konnte ich es einfach nicht akzeptieren. Ich habe auf der Farm erfahren, wie nett du zur Großmama warst. Danke. Danke, Chocolate. Ich werde Marble nie vergessen. Mein Leben lang nicht. Ja, das ist immer die Frage, wie lange dauert ein Leben noch, Leute, weil ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch dauern möge. Ich habe teilweise das Gefühl, es ist bald vorbei, andererseits wieder, es können irgendwie Tage dauern, also sprich natürlich Wochen, viele Parts sind so natürlich. Oh Mann, oh Mann, ah, hier ist sie. Professor Wayne. Professor, was ist denn? Nein, nichts nur. Nein, vergiss es. Vielleicht ist es ja doch noch nicht alle Hoffnung für dieses Dorf verloren. Und ich hatte mich schon darauf gefreut, wie du den Bürgermeister in die Luft zerreißt, Kleines. Ich habe Besseres zu tun, als meine Zeit mit dem Belehren von Rindviech zu verschwenden. Oh, dann verzeihen Sie vielmals, Madame Beautiful oder was? So geht's ja was drin, noch etwas? Eine Truhe oder so etwas? Sieht nicht so aus. Einfach nur ausgebrannt. Kleiner erster Schritt. Ja, durchaus was. Bisschen Händler. Nicht wirklich. Das ist doch kacke. Okay, geht's allen gut oder wie? Colette, geht's wieder gut? Ja, ich glaube, tut mir leid, dass ihr auch eine Sorgen um mich gemacht habt. Ich habe das Ersuchen von Phaedra und Frank angenommen. Das Ersuchen. Aha, so. Die Auserwählte zum Haus seines Vaters zu begleiten. Zum Papst, wieso? Großmutter sagt, Zwerge wissen mehr als alle anderen über Kruxiskristalle. Ach so, ja, wahrscheinlich. Ich komme mit. Ich soll Papst ab und zu besuchen. Na schön. Nachdem ich die Auserwählte abgesetzt habe, werde ich zu Kruxis zurückkehren. Aber was mit China? Ich habe veranlasst, dass sie benachrichtigt wird. Sie wird bald wieder zu euch stoßen. Alles klar, dann gehen wir zu Paps. Ja, gehen wir zu dem alten Paps. Und da ist auch schon der alte Paps. ホステスってやつは
五星人の連中の中でもちょっと雰囲気が違ってたな。あれは過去にテセアラで起こったハーフエルフの虐殺事件の際、死亡者の人間を一人残らず殲滅したディザイアンの英雄だ。英雄。指導精神にあふれ、同志には優しく、敵には鬼人のごとく大したという。人から見ればとんでもない悪党なのに、ハーフエルフから見ればまさに英雄なんだな。そうだ。だから戦いは悲しい。勝つということは相手の犠牲と憎しみを生むことだ。お互いを認め合える世界にホシテスが生まれていたら、もしかしたら俺たち分かり合えてたかもしれないんだな。あるいはそうかもしれない。Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Sondern erstmal mit Mutterbesuch. Vielleicht wird ihnen eine Sequenz ausgelöst. Hallo Mutter, ich bin wieder zurück. Es ist einem X zu verdanken. Ohne wäre ich nie so weit gekommen. Ich werde stärker, aber ich brauche es immer noch. Nur noch ein bisschen länger. Okay. Vielleicht dann zum Schluss hin des Let's Plays geben wir es zurück. Dirks Fähigkeiten und... 親父、元気か？地震の影響はないか？この辺りは硬い岩盤の上だからな。みんな大工殿、裏のマナの血族より依頼を受けてきた。コレットを見てほしいそうだ。いくらエクスフィアの進化系だとか言われても、クルシスの奇跡のことはさっぱりだ。そのテセアラとかいうところのドワーフに尋ねた方がいいかもしれねえな。そっか。親父でもわからねえか。すまねえな。役に立てなくて。せめて今日はゆっくりしていくといい。私は失礼する。おう。待てよ。本当にクルシスへ帰るのか？私はクルシスの天使だ。だったらなんでユグドラシルの命令通り大いなる実りの暴走を放置しなかったんだ？私には私の考えがある。結果としてマーテルは失われなかった。これはユグドラシルの望みにかなっている。あんたはやっぱり敵なのか？ロイド、ミコを救いたければ古代カーラーン大戦の資料を調べるといい。ユーマシコでのユニコーンの言葉を思い出せ。待てよ、あんた人間なんだろ。どうしてクルシスにいるんだ？クラトスはJa, also die Frage ist die Preisfrage des Tages. Hallo China. 今出てったのはクラトスじゃないのかい？シーナ。ああ、クルシスへ帰っていった。そうか。やっぱり敵なんだね。そうだな。それよりお疲れ様。おい、あんたもね。よかったよ。大樹の暴走が収まって。Yep, dank der Elementargeister von Tefiala. Und trotzdem verstehe ich es ganz immer noch nicht. Der Idee, keine Ahnung, der andere Zwerg vielleicht schon, also wäre sowieso zum anderen Zwerg gegangen. Was hier guckt, ist eine andere Frage. ああ、森に囲まれてるからな。ロイドさん、ショコラさんの話聞きました。うん。はい。他にもいろいろショコラさんの憎しみ、ロイドさんはやっぱり辛かったですか？そりゃあ恨まれればそれは辛いよ。それが俺の責任であったとしても。そうですよね。でも俺は俺のできる限りのことをして償う。許してもらえなくても。許されるかどうかが重要なんじゃないよ。償おうとすることが大事なんだと思う。Hört, hört! Ein Vorbild wie aus dem Bilderbuch, und natürlich auch Vorbild, das sollte ich jetzt langsam mal den Part beenden, wenn ich schon sage, immer etwa 20 Minuten Länge war.
So, also Kämpfen ist diesmal überhaupt nichts gewesen. Wir hatten mehr ein bisschen Gequatsche, ein paar coole Cutscenes und so, Zwischensequenzen. Wo ich mir gewünscht hätte, dass die Beschwörung von China mit den Tefiala-Geistern auch in Zwischensequenzen gekommen wäre. Das wäre ein bisschen epischer gewesen. Aber egal. Wie es noch weitergehen wird, ob wir Colette retten können, das und noch vieles mehr. Seht dann das nächste Mal hier bei Tales of Symphonia Chronicles. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.